Ich möchte nur erwähnt haben, am Wochenende zum ersten Mal seit 6 Monaten wieder Alkohol getrunken und mir tut alles weh. Immer noch. Insbesondere mein Fodiloch und ich weiß nicht wieso. Hallo! Heute geht es um besoffene Bauern, Stress im Alpamare und Kindersoldaten. Kämmerunterschied macht der Julix, der trotz seinem Hit «Saufen am Dienstag» noch nie richtig gesoffen hat. Verantwortlich für den Bums ist Emily. Sie schafft seit 3 Monaten hier und ich weiß immer noch nicht, was sie genau macht. Und der Phil, der Zürcher Jimmy Neutron, mit schlechtem Horroransatz. Wann gehen wir in die Türkei, Philipp? Ich habe schon gebucht. Ein Kunstdruck mit einem tollen Stirnband und einer komischen Bibeli. Wie immer an den Kommentar der Neil, oder wie ich ihn nenne, was schmeckt da so? Außerdem unglaublich, wer hat es gedacht? Der verlorene Sohn, der Joso, ist zurück. Hallo. Erzähl, wie war es im Ausschaffungsgefängnis? Gut. Nice. Wilde Szene das Wochenende an der Zürcher Langstrasse. Ein Bauer aus dem Kanton Zürich hat eine gute Idee gefunden, mit dem Traktor in den Ausgang zu fahren. Nur dem mit dem Taxi für den Heimweg, das müssen wir noch üben. Sie johlen und feiern, aufs Mal knallt. Ist der Traktorfahrer am lieben Taxifahrer hinaufgefahren? Ja, seit 20 Jahren bin ich da an der Langstrasse, aber so etwas haben wir schon lange nie gesehen. Ja, so etwas haben wir auch wirklich noch lange nie gesehen. Ein Traktor an der Langstrasse, oder wie man auch sagt, Bauerledig sucht, einfach nur für 20 Minuten. 20 Minuten ist 9 mal 6. Aber ich meine, was will man dem Bauer auch vorwerfen? Nach der 7. Fahrt halt kein Bus mehr nach Zürich, dann musst du halt entscheiden zwischen einem Puch Maxi und einem Traktor. Für den Traktor spricht, kannst du noch 10 Kollegen mitnehmen und ein Taxi kaputt fahren. Win-win. Die gehen so in den Ausgang, wie meine Eltern in die Schweiz gekommen sind. Vielleicht hat er auch einfach Langstrasse mit Landstrasse verwechselt. Nein, ach Gott. Mir ist aufgefallen, in letzter Zeit häufen sich Traktorenunfälle. In Uznach hat ein 15-Jähriger noch einen Traktor geschrottet und in Basel-Land hat es einen Stromausfall gegeben, weil scheinbar ein Traktor in einen Strommast gecrashed ist. Die Bauernproteste in der Schweiz sind so komisch, Mann. Will jetzt der Teufel nicht an die Wand malen, aber hat die Schweiz vielleicht ein Traktorenproblem? Immer mehr kriminelle Fahrzeuge kommen in die Schweiz. Es kommen zu viele und es kommen die Falschen. Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich im eigenen Land nicht mehr sicher. Die Anzahl Landwirtschaftsfahrzeuge ist vielerorts so hoch wie noch nie. Vorfälle häufen sich und es ist kein Ende in Sicht. Eins ist klar: Politik muss handeln. Es braucht eine klare Verminderung vom Traktorfaktor. Ihre Antwort, aber ich würde sagen in dubio pro Traktor. Kommen wir jetzt aber zu den wirklich relevanten News. Joso. Gugus News. Würdelos. Drama beim Fressbalken. Und jetzt nicht, weil wieder irgendjemand Ventildeckel vom März von meinem Cousin geklaut hat, sondern weil ein 71-Jähriger seine Pedale verwechselt hat und auf einem Audi gelandet ist. Der Anzeigenhauptmeister war sofort vor Ort. Der 71-Jährige hat sich entschuldigt und hat gesagt, sorry, bei diesen Pedalen ist halt immer so ein bisschen 50-50. Zürich. Ein Bus voller pinkhaariger Vögel. Und es geht nicht um den Anna Rosawasser Fanclub, sondern um die Flamingos vom Zoo Zürich. Die zügeln nämlich und haben extra für das einen eigenen ÖV spendiert bekommen. Kontrolle und so hat es keine gegeben, weil die haben alle ein GA! GA! Checkst du, Vögel machen A! Weißt du nicht? Nein, Vögel machen nicht. Wie macht ein Vogel? Oder? Es gibt kein Abo, wo es gibt kein Abo, wo so heisst, Matteo. Aus! Da! Ein Brotkrümel. Alter, wow! Gugus News. Danke, Joso. Der TikToker Steve Merson hat im Alpamare für Ärger gesorgt. Offenbar hat er einen Schwimmkurs gestört, weil er 200 von seinen Follower ins Hallenbad eingeladen hat. Ich bin der erste Influencer von der Schweiz, der das ganze Alpamare für seine Community aus allen Kantonen gemietet hat. Der schnellste auf der Jungle nimmt die mit heim. Du hast gewonnen! Ja. Was der Weg ist, geht einfach PlayStation 5. Oh mein Gott! Schwimmkurs stören ist das Problem an dem? Ich habe eine andere Frage. Okay? Wieso hat der Typ in einem Hallenbad eine Lederjacke an? Und sorry, wenn ein erwachsener Mann Kinder unten an der Rutsche eine PlayStation 5 verspricht, dann ist der Schwimmkurs nicht deine grösste Sorge. Also, ich muss ihn da schon ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat nicht eine PlayStation 5 verschenkt, sondern eine PlayStation 5. Geht einfach PlayStation 5. Also so für so eine PlayStation 5 rutsche ich aber weißt wie schnell du ab, Bro. Die Rutschbahn. Da haben die Höschen abgezogen, weißt du? Für alle über 18-Jährigen, die sich jetzt fragen, wer ist das? Der Steve Merson ist ein Döner-Tester, der seiner Community Geschenke macht, wenn man ihm folgt. Eigentlich ein guter Typ. Der Robin Hood von Spreitenbach. Wer folgt Steve Merson?
Weil du Steve Merson folgst, schenke ich dir einen neuen Jordan 4 im Wert von 53 Franken. Was? Was ist so dein größter Wunsch? Automechaniker. Ich organisiere dir die beste Liste, die du dir wünschst. Meinst du ernst? Ja. Danke, Steve Merson. Folge geil, Steve Merson. Hat er das im Alpamare auch gemacht? Hey, folgst du Steve Merson? Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Folgt sehr Steve Merson. Hey, folgst du Steve Merson? Nein, aber er folgt mir seit 15 Minuten durch die Body und ich habe Angst. Ich finde schon die Collab, Alter, was Collab? Hey, so reden wir bei den Jungen. TikTok-Language. Collab. Let's collab. Du müsstest ein bisschen mehr Collabs machen, Matteo. Kann man jemanden Dann auf wirst du ein bisschen aufwärts gehen mit deiner Comedy. Mach mal nicht auf Cringe, Bro. Collab mal. Er kollabiert jetzt dann gerade, wenn es so weitergeht. Und der Philipp sieht aus wie so der kläglichste Versuch von einem Zivilbull an so einer Problemsäcke. Hey, haben wir auch ein bisschen von dem grünen Nein, wirklich, Zeugs? Alter, also so, der Philipp ist so der Kantonspolizei Zürcher Oberland, also findet, so, jetzt gehen wir mal an die Säcke schauen, wo das Gras dealt wird, Alter, dann läuft so dort rein. Der Lust, der Joint-Ziggy rauchen, Jungs. Ich finde schon, die Zusammenarbeit mit dem Alpamare passt zum Döner-Tester Steve Merson, weil es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Dönerbude und Alpamare. Darum hier unsere Top 5 Sätze, die du im Alpamare und in einer Dönerbude kannst sagen. Auf Platz 5. Ich weiss, ich habe noch ein dünnes ist, aber es ist mir wert. Platz 4. Ui, woher sind jetzt die Haare? Was? Platz 3. Wow, schau mal, wie fett der ist. Platz 2. Ich hoffe, das ist Joghurtsoße. Und auf Platz 1 von den Sätzen, die man im Alpamare und in der Dönerbude kann sagen, Alter, ist das Steve Merson? Also ich folge Steve Merson. Was jetzt folgt, ist der Recrap. Und die Oscar goes to alter Mann mit Boom Boom Bomben. Du, da hätten wir so schon eine bessere Variante. Willkommen zum Recrap. Dieser Schwester hat es bei den Flayings klein gesprengt. Gut, beim Ryan Gosling platzt mir auch was die Hose und das Trommelfell. Der Bungenberse ist in einem Jahr 43 Mal mit dem Heli durch die Schweiz geflogen. Was für eine Wandlung von Bleiben Sie zu Hause. Zu Get to the chopper! In Japan gibt es bald Pommes-Parfüm. Wenn du wie Pommes schmecken, geh einfach in Mekko arbeiten, kriegst wenigstens noch Cash dafür und Diabetes Typ 2. Neben dem Kühlregal gibt es jetzt Billigkäse in der Lasagne. Brother, Was, in einer Lasagne, die 3,50 kostet, hat es billigen Käse drin? Erzähl mir mehr magische Dr. News. Funktioniert nicht. Also was kommt als nächstes? Pferdefleisch statt Rinderhacken? Warte, das war mal etwas. Für den Andrew Tate geht es zurück in die Kiste und Kate ist am Photoshopeln. Warum muss die Photoshop? Ist die nicht busy mit... Was macht die eigentlich den ganzen Tag? Der Fotogugu sorgt jetzt auf jeden Fall für mehr Verschwörung als 9/11. Lebt sie nicht, lebt sie nicht. Da ist mir doch einfach auch scheißegal. Der Präsident der jungen SVP, der Nils Vierter, hat mal wieder eine fantastische Idee. Er will, dass Berner Kinder wegen dem Krieg in Europa lernen schiessen. Ab 15 sollen Mädchen und Buben in einen obligatorischen Schiesskurs gehen, um sich und uns alle im Ernstfall verteidigen. Da wären wir den Amerikanern für einmal voraus. Dort gibt es zwar auch Schiessen an den Highschools, einfach noch ein bisschen unorganisiert. Jugendliche mit Schusswaffen hat sicher auch Vorteile. Endlich weniger Messerstechen. Ah, Jesus Christ, was für ein Wort. Messerstechereien. Messerstechereien. Ich komme mit Messerspickstecken, was das Zeug hält. Endlich weniger Messerstechereien. Aber wahrscheinlich noch mehr Lehrermangel. Reto, letzte Verwarnung. Wenn der Lauf noch einmal auf mich zeigt, dann gibt es einen Eintrag. Der Nils Vierter ist eben schon ein Fuchs. 15-Jährige an der Front, die heben auch am allerlängsten durch. Vollpumpt mit Vape und Monster Energy, das ist die 2024-Version von Panzerschocki. Stell dir vor, so, Leute gehen mit dem E-Scooter in den Krieg. Du kannst einfach so nur in der Lime-Zone in den Krieg gehen. Du bist so entsperren und fährst an die Front und dann wird es einfach so langsam und du fährst schon mit 2 km/h. Weil du in der Slow-Zone bist. Ich kann Lime nicht abstellen. Hat jemand Hack? Apropos Front. Neil, wie sieht es aus an der Internetfront? Wer hat dort Krieg mit uns? Der Juri Weiss, 5, hat geschrieben, ich check nicht, wie der Kanal noch nicht gecancelt worden ist. Ich auch nicht. Hat niemand etwas Netz geschrieben? So, hey, toll gemacht. Nein, jemand hat geschrieben, du sollst bitte in Deutschland bleiben. Ich finde... Und noch einen kleinen Abstecher zur Grand Old Lady vom Pop. Die Madonna hat einen Fan disst, der bei ihrem Konzert nicht zum Tanzen aufgestanden ist. What are you doing sitting down? Das Problem ist, der Fan, der nicht aufgestanden ist, sitzt im Rollstuhl. Wie dumm. Madonna ist der einzige Fan, der fix bis am Schluss im Saal bleibt. Als sie ihren Fauxpas bemerkt hat, hat sie noch schnell so eine Entschuldigung hinterher geschoben. Oh, okay. Politically incorrect. Sorry about that. I'm glad you're here. Sorry, was ist das für eine halbpatzige Entschuldigung? Also, ihr als Fan habt hier wirklich mehr erwartet. Mindestens eine PlayStation 5. Außerdem sollte gerade Madonna wissen, wie es sich anfühlt, wenn man einen Teil vom Körper nicht mehr bewegen kann. Was meinst du?
Ist das ein Ecke und Donnerscheiß? Wow, du siehst mega hübsch aus. Geil. Kommen wir zu einem weiteren Verlierer von der Woche. Und zwar auf die Frage, was ist dem Josa seine nächste Ausrede, dass er nicht arbeiten kann? Verloren hat der LMS mit der Aussage, Josa seine Entschuldigung, weil Ausrede ist keine, ich wohne im Aargau. So, da kommt die Verliererfrage von der Woche. Stefanie. Ey, Volksstudio 404, weil wir kommen jetzt gerade zum Verlierspiel und damit gerade schon zu der heutigen Wettbewerbsfrage. Und zwar, wenn wir alle von Affen abstammen, wieso gibt es denn immer noch Affen? Unter allen falschen Antworten verlosen wir die PlayStation 5. Schreib deine Antwort in die Kommentare. Und ja, hey, weißt du deine Lieblingszahl? 7. Bei 7 Kommentaren gibt es nicht nur ein PlayStation 5. Es gibt 2 PlayStation 5. Schreib deine Antwort in die Kommentare und folg Studio 404. Tschüss. Auch von mir viel Pech und tschüss. Folg Studio 404 auf allen Kanälen. Diese Sendung bekommt der Merson Award in Bronze mit 4,5 Döner. Oh, das hat höchstens noch der Alpen-Daddy bekommen, 4,5 Döner. Der Alpen-Daddy. Geil, 4,5 Merson Döner. Hat eigentlich der Döner überbacken? Ist er da testen?